Große Hits, große Gefühle und großes Kopfkino. Im Fastelovend hat jeder seine persönliche Hitparade. Von Casalla bis Karl Berbür, von den Bläckfoes bis Brings. Wir erzählen vom Feiern und vom Jenseits. Dann gibt es aber auch ganz leise Momente und große Gefühle. Wenn das Halleluja da erklang, mit allem Schreien ist, da gingen die schon pflegen. Also ich muss sagen, das ist das Lieblingslied von Brings bei mir. Ich habe nichts gegen die Kirche, ich komme nur mit dem Bodenpersonal nicht zurecht. Das ist das Einzige. Ja. Ich bin jetzt 85, ich wollte jetzt auch den Jakobsweg noch machen. Bei Brüssel? Der Jakobsweg. Was auch noch mal? Ja, mit der Tax natürlich. Ne? Ja, oder mit dem Rädchen. Mit dem Elektrorollstuhl, ja. Ja, wir haben lange drauf gewartet. 10 Jahre, heute sind wir bei euch. Okay, ihr könnt super geile Zeit. Seit Jahrzehnten verbinden die Menschen ihre Geschichten mit den Songs der Brings. Am 11.11.2000 steht die Band zum ersten Mal auf der ganz großen Karnevalsbühne. Super Jadezig, als ich das Lied das erste Mal gehört habe und auf den Text bewusst gehört habe, habe ich gedacht, boah, der singt über all die Sachen, die ich während meiner Jugend gemacht habe. Und damals, muss man ganz ehrlich sagen, war es wirklich eine andere Zeit, teilweise auch eine super geile Zick. Es war wirklich eine super geile Zick. Da kam ich gerade nach Köln. Da war dieses Lied für mich das Größte. Und da hat mein lieber Freund Thomas Hackenberg gesagt, komm, ich zeig dir jetzt mal Köln, wir machen schwulen Karneval. Und dann bin ich durch den schwulen Karneval. Ich hatte was angezogen, gezielt, um sexy rüberzukommen für schwule Männer. Ich war so ein Unterhosenkopf. Ein Unterhosenkopf setzt sich zusammen, diese Verkleidung, mit einer langen Unterhose, die ich mir natürlich ordentlich ausgestopft habe. Und darüber so eine Kopfjacke, wie so ein Kopf, so Polizei und eine Polizeihelm, so ein bisschen YMCA. Und ich habe mich natürlich bewaffnet mit einem Colt. Damit konnte ich abtanzen ohne Ende. Und die Typen fanden mich richtig toll. Die haben für einen Moment vergessen, dass ich kein Typ bin. Und dann haben die angefangen, mit mir zu knutschen. Ich rede jetzt im Plural, weil ich da wirklich an einem Abend ziemlich viele Männer geküsst habe. Aber das war so, ich habe mich erst gewundert, dann habe ich mitgemacht. Aber so, wir reden jetzt ja richtig knutschen, so mit Zunge sogar. Wolfgang Bosbach war zu dieser Zeit am anderen Ufer unterwegs. An die Session kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich war ja damals Präsident der großen Gladbacher Karnevalsgesellschaft von 1927 e.V. Und wir haben immer eine legendäre Karnevalssamstagsparty. Und mein größter Wunsch war damals, Brings und Super geile Zick. Und da waren 3.500 Gäste im Bürgerhaus. Und der Literat hat es tatsächlich geschafft, die Band zu engagieren. Und das war wie ein Rausch. Das sind eigentlich Karnevalslieder, das sind Feierlieder zum Abfeiern. Aber da ist so eine Sehnsucht nach sich verbinden, nach Liebe. Und das ist auch wieder sowas zum Schunkeln. Dieses Ritardando im Refrain, das ist einfach unvergleichlich. Da ist dieser Band auch wirklich ich glaube, das ist ein Jahrhundertlied gelungen. Was für die Rockband Brings nur ein kurzer Ausflug in den Karneval werden sollte, wurde zur Rolle ihres Lebens. Rita Brings, ist das jetzt ein einmaliger Auftritt im Karneval oder wird das zukünftig öfters sein? Das liegt an den Leuten. Wenn den Leuten das gefällt, werden wir natürlich öfters kommen. Wir haben bis jetzt riesen Spaß gehabt. Wir waren gestern zum ersten Mal in der Köln Arena mit den Jungs. Und für uns war es gigantisch. Also es hat riesen Spaß gemacht. Und da, wo die Leute unsere Musik lieben, da kommen wir hin. ...2017 starten Brings mit ganz leisen Tönen in die Session. Liebe gewinnt ist ihre universelle Botschaft und an alle Krisenherde der Welt gerichtet. Bleibt heute vor unserer Tür, auch wenn es hoffnungslos scheint und die ganze Welt weint. Du hältst zu mir und wir beten dafür, dass ein Wunder passiert und wir endlich kapieren, dass wir alle gleich sind und nur die Liebe gewinnt.
Wir werden frei sein, wenn wir uns lieben. Ist das eine geile Ballade oder was? Es wird vorbei sein mit all den Kriegen. Mir ist küde. Wir sind Brüder, wir sind Schwestern, ganz egal wo wir sind. Glaub mir, die Liebe gewinnt. Ja, das ist doch meine Botschaft. Weißt du, das ist doch auf den Punkt. Komm, sag's mir ins Gesicht. All der Hass und die Lügen im Netz, die interessieren mich nicht. Schönes Lied. Also es ist, hat eine ganz klare Message, so wie ich die Jungs eben kenne auch. Bin ein totaler Fan von Brings, werde ich immer sein. Ich liebe die Stimme von Peter. Das ist einfach eine Gabe. Da kommst du mit auf die Welt. Der eine hat Glück, der hat halt Pech. Und was die sehr gut können, den politischen Aspekt noch mit reinzubringen. Nur liebenswürdig, in Freundschaft, respektvoll kann man miteinander was erreichen. Und da ist Liebe die schönste Ausdrucksform. Es wird vorbei sein mit all den Kriegen. Wir sind Brüder, wir sind Schwestern. Im Mai 2021 erlebt der Song ein Revival bei einem Gottesdienst in Hamm. Die Liebe gewinnt. Der Papst hat ja verkündet, dass Homosexuelle jetzt mal keinen Segen mehr kriegen von der katholischen Kirche. Da hatte ich auch kurz überlegt, ob ich jetzt tatsächlich austrete. Allerdings war das zu der Zeit, als das ganz schwierig war, überhaupt einen Austrittermin zu bekommen, weil nämlich ganz viele gesagt haben, das machen wir jetzt nicht mehr mit. Auf jeden Fall wurde eine Aktion ins Leben gerufen, #Liebe gewinnt. Plötzlich sind auch von Kirchen Regenbogenfahnen gehisst worden und es gab eine große Segensfeier, wo alle Menschen, egal welche Liebe sie leben, gesegnet wurden. Und die Brings sind bei der Hauptveranstaltung, bei dem Hauptgottesdienst, bei dem ich eine Fürbitte lesen durfte, aufgetreten und haben das Lied Liebe gewinnt dort gesungen. Und das hat alle, die dort waren, einfach zu Tränen gerührt. Glaub mir, die Liebe gewinnt. Lass sie alle reden. Für euch Seelsorgerinnen und Seelsorger, dass ihr mit eurem offenen Herzen weiterhin Menschen auf ihrem Weg der Liebe begleitet, ohne euch einschüchtern zu lassen. Lasst die Liebe gewinnen. Herr unser Gott. Ich bin tatsächlich auch noch in der katholischen Kirche, ja. Ja, sehr bewusst auch. Und wenn man weiß, dass ich vor mittlerweile ja schon über 40 Jahren damals durchgesetzt habe mit meiner Schwester, dass wir Messdienerinnen sein dürfen, das gab es nämlich noch nicht. Es ist desolat, dass wir in 2021 überhaupt noch darüber reden. Und das war so wichtig, dass gerade die Brings auch das Zeichen gesetzt haben, weil die natürlich eine große Außenwirkung haben und die Presse auch darauf ansprang und so. Das war eine sehr, sehr gelungene Aktion. Es wird vorbei. Ich bin schon lange nicht mehr in der Kirche, aber ich fühle mich als Christ und ich fühle mich auch dazugehörig, in jedem Fall. Und ich bin sicher, dass auch der liebe Gott lesbische, schwule Menschen gemacht hat. Also muss das von Gott kommen. Und da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Das sind Menschen, die werden gesegnet. Ende. Ich bin mir ganz sicher, dass der Kölner Dom ungefähr vor 1,5 Millionen Jahren gebaut worden ist, nur um einen Song da drin zu singen. Und den singen wir jetzt gemeinsam. Pardon. Halleluja. Schön Lied, ne? Halleluja. Hat ja eine Stimme, ne? Damit man gut, ja, man hört das hier, wenn er abgeht, ne? Das ist eine raue Stimme, ne? Und gut bis Boven, da komme ich ja nicht hin. Das ist schon toll. Im ausverkauften Kölner Rheinenergiestadion feiern Brings 2016 ihr 25-jähriges Bandjubiläum mit einem der absoluten Lieblingslieder von Ludwig Seebus. Ich habe es erlebt, und zwar bei dem großen Konzert, wie sie das Jubiläum hatten im Stadion. 60.000, 70.000 Menschen waren da. Und bei dem wenn das Halleluja da erklang, da gingen die Schonpflegen. Also ich muss sagen, das ist das Lieblingslied von Brings bei mir. Nimm deine Hands und sing Halleluja. Der Refrain Halleluja, der Aufruf zum Lobe Gottes, berührt Ludwig ganz besonders.
mein Glaube ist mir schon sehr wichtig. Er ist mir als Fundament. Man muss dann irgendwie sehen, wie man das als Kind aufnimmt. Ich bin christlich-katholisch erzogen worden, war Messdiener, Pfarrjorenführer, musste dann den Krieg hier erleben in Köln und dann draußen an der Front mit 18 Jahren. In der Gefangenschaft starben dann, was unbedingt unnötig war, an Erfrierungen, an Hunger, immer noch Kameraden in meinem Alter von 18, 19, 20 Jahren. Wenn ich daran denke, ich bin jetzt so alt und die starben so früh, aber ich habe jeden Moment früher gedacht, der nächste Tag bist du nicht mehr da. Aber der Herrgott hat es anders bei mir gemeint. Und ich muss sagen, die Gläubigkeit hat mir immer geholfen. Ich habe persönlich, wenn ich so will, mindestens 3 echte Wunder an mir erlebt, wo Ausweglosigkeit vorhanden war, keine andere Lösung und mir nur der Herrgott helfen konnte. Und deshalb ist es auch so, dass ich auch heute noch aus tiefem Herzen als Christ lebe. Ich habe nichts gegen die Kirche, ich komme nur mit dem Bodenpersonal nicht zurecht. Das ist das Einzige. Aber ich war aber sehr, sehr fromm gewesen. Nachdem natürlich das alles passiert ist, da kann ja keine. Es ist nur schade, dass die Guten darunter leiden müssen. Wir haben gute Pastoren dabei. Gute dabei. Auch hier mit Herz. Aber du bist aber in der Kirche noch drin. Ich bin nur in der Kirche. Ich bin aus der Kirche schon ausgetreten, vor 40 Jahren schon. Gemacht. Ja. Das hat nichts damit zu tun, dass ich keinen Glauben habe. Ich glaube an den Nein, Christus. er ist Katholik geblieben, auch wenn er aus der Kirche austritt. Ja. Ich glaube an das Ganze. Zu tun. Ich wollte jetzt, ich bin jetzt 85, ich wollte jetzt auch den Jakobsweg noch machen. Mit der Jakobsweg. Was auch noch machen? Ja, mit der Tax natürlich. Ne? Ja, oder mit dem Rätschen. Mit dem Elektro war das schön, ja. Ja, der Weg ist das Ziel. Ich habe meinen Glauben, ich brauche keine Kirche. Trotzdem ich in die Kirche gehe, Dom ist ja mein Dom, gehört ja uns alle, und setze Kerzen auf. Nicht für mich, für andere, die krank sind, weiß ich was. Mache ich leidenschaftlich gerne. Auch von meiner Frau brennt immer noch ein Kerzchen. Die ist jetzt auch schon bald 2 Jahre tot. Das soll jetzt nicht sein, dass ich so was Besonderes bin. Machen andere auch. Und ich bin der Meinung, das soll man machen. Das soll man nicht vergessen. Es waren gute Zeiten, mehr Leute gekannt, gute Leute gekannt, die mir leider verstorben sind, gute Kollegen, was dabei sagen. Und das ist immer so ab und zu Kerzchen auf. Ne? Naja, ich muss auch sagen, wenn ich das nur sagen darf, in der Richtung treffen wir uns ja. Wir sind also Christen ich möchte vom Grundformat her. Du sollst der Herrgott lieben, weil er dich auch liebt. Und du sollst natürlich die Liebe weitertragen, indem du den Menschen offen begegnest und alles in dieser Weise denen das Leben leichter machst. Und das ist das, was Christentum an und für sich darstellt. Ich sage immer, wenn du echt Christ bist, danach lebst, nach dem ersten Grundgebot, braucht man noch nicht mal das Grundgesetz. Mir meldet nichts verkehrt. Ne, das ist